Es zogen aber viele Leute mit ihm, und er wandte sich um und sagte zu ihnen: Wer zu mir kommt und nicht Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern und dazu auch sein eigenes Leben hasst, kann nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und in meine Nachfolge tritt, kann nicht mein Jünger sein. Wer von euch wird sich, wenn er einen Turm bauen will, nicht zuerst hinsetzen und die Kosten berechnen, ob er auch genug habe zur Ausführung? Es könnte sonst, wenn er das Fundament gelegt, den Bau aber nicht fertiggestellt hat, alle, die es sehen, sich über ihn lustig machen. Dieser Mensch hat zu bauen angefangen und war nicht in der Lage, es fertigzustellen. Oder welcher König wehrt sich, wenn er auszieht, um mit einem anderen König Krieg zu führen, nicht zuerst hinsetzen und überlegen, ob er imstande ist, mit 10.000 Mann dem entgegenzutreten, der mit 20.000 Mann gegen ihn anrückt. Andernfalls schickt er eine Gesandtschaft, solange jener noch weit weg ist, und bittet um Frieden. So kann denn keiner von euch, der sich nicht von allem lossagt, was er hat, mein Jünger sein. Salz ist etwas Gutes. Wenn aber auch das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es ist weder für den Acker noch für den Misthaufen zu gebrauchen. Man wirft es fort. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Jesus sagt, wer nicht Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern und dazu auch sein eigenes Leben hasst, kann nicht mein Jünger sein. Kann nicht mein Nachfolger sein. Das ist die heutige deftige Aussage von Jesus. Vor 7 Jahren ist unser erstes Kind auf die Welt gekommen, unsere liebe Timea, meine wunderbare Tochter. Ich habe ein Foto mitgebracht von ihr. Da war sie so 2, 3 Tage alt oder so. Und das war eine sehr herausfordernde Geburt. Nicht so, also für mich auch, aber vor allem für meine Frau. Und das war auch gar nicht so ungefährlich, das Ganze. Ich bin froh, waren wir in einem Spital. Und die Erleichterung und die Freude, die ich dann verspürt habe, als ich Timea zum ersten Mal in meinen Händen hielt, das war ein Gefühl, das hatte ich schon eigentlich fast noch nie in meinem ganzen Leben. Das war einzigartig, ein einzigartiger Moment. Und ich habe gemerkt, meine Liebe zu meiner Tochter, die ist wirklich groß. Und viele von euch wissen, dass wir haben eine Familie jetzt, die ist gewachsen. Ich habe 3 kleine Kinder. Die sind jetzt, Timea ist noch 6, Theo 5, Esra 4 Jahre alt. Und diese 3 Kinder zu haben, ist eine meiner größten Freuden und Privilegien, die es in meinem Leben gibt. Und jetzt sagt Jesus, wenn du deine Familie nicht hast, wenn du deine Kinder nicht hast, dann kannst du nicht mein Nachfolger sein. Und ich weiß nicht, wie es in deiner Familie aussieht, aber ich hasse meine Familie nicht. Im Gegenteil, ich liebe meine Familie. Ich will das Beste für meine Kinder. Ich liebe sie. Disqualifiziert mich das jetzt als Nachfolger von Jesus Christus, weil Jesus sagt, wenn du nicht deine Kinder, deine Familie, Vater, Mutter hast, dann kannst du nicht mein Nachfolger sein. Was meint hier Jesus genau? Wir haben in den letzten 2 Sonntagen gestartet mit dieser Serie und eines der Ziele dieser Serie ist, dass wir lernen, mit solchen Aussagen selbst umzugehen. Und es gibt verschiedene Tools und Hilfestellungen, die nützlich sind, wenn wir solchen Stellen begegnen. Zum Beispiel, dass wir den Kontext betrachten. Und Ronja hat das so schön vorgelesen. Der gesamte Kontext, in dem diese Aussage gefällt wurde von Jesus, da geht es um die Kosten der Nachfolge. Um die Kosten der Nachfolge. Jesus sagt, wenn du mir nachfolgen möchtest, sei dir der Kosten
bewusst. Und er redet von diesem Turm. Keiner von uns würde sich ein Turm oder ein Gebäude, ein Haus bauen und nicht die Kosten abwägen, eine Rechnung machen, ob er wirklich imstande ist, dieses Haus zu vollenden, diesen Turm zu bauen, weil wenn du das nicht tust, kann es geschehen, dass du mitten des Baus kein Geld mehr hast, weil du falsch gerechnet hast und dann wirst du zum Spott, die Leute lachen dich auf. Nein, wenn du weise bist, machst du die Rechnung vorher. Und er redet von diesem König, denn kein König würde in den Krieg gegen einen anderen König ziehen, ohne vorher sich hinzusetzen und zu überlegen, ja, kann ich diesen Krieg gewinnen oder nicht? Oder? Abwägen, lohnt sich das? Bin ich bereit, diesen Preis zu bezahlen? Und er redet über verschiedene Dinge, die für uns weltlich gesehen logisch erscheinen und sagt gleichzeitig, überleg dir auch gut, ob du mir nachfolgen möchtest. Weil es kostet dich was. Und ich weiß nicht, wer von euch hat sich, als er sich entschieden hat, Jesus nachzufolgen, wirklich hingesetzt und überlegt, ja, bin ich denn bereit, den Preis zu bezahlen? Also wer von euch ist hingesetzt, weil ich habe mich reflektiert, wie bin ich Christ geworden, wie bin ich ein Nachfolger von Jesus geworden und bei mir war es irgendwie nicht so. Ich war irgendwie begeistert von Jesus, ich habe mich in Jesus verliebt und habe mich eingelassen auf dieses Abenteuer, ohne zu wissen, was mich erwartet. So, und ich frage dich mal, wie war es bei dir? Hat sich jemand von euch, Entschuldigung, Musiker, bin ich auf deinen Teil gestanden, Entschuldigung, wer von euch, wie teuer ist das? Ja genau, also, wer von euch hat sich überlegt, jetzt mal Hand hoch, will ich Jesus nachfolgen oder nicht? Bin ich bereit, die Kosten zu zahlen? Hand hoch. Es gehen ungefähr 3 Hände hoch. Und ich glaube, die 3 Leute, Hut ab, weil Jesus sagt uns, Nachfolge ist nicht einfach leichtfertig zu entscheiden. Wir müssen uns bewusst sein, Nachfolge kann alles kosten. Und mich fordert das als Familienvater gerade nochmal extra heraus, aber ich glaube, diese Sätze von Jesus dürfen uns auch herausfordern, weil sie sind herausfordernd, aber irgendwie für mich auch sympathisch. Verstehst du, was ich meine? Jesus ist kein Verkäufer, der irgendwelche Marketingstrategien anwendet, um dich zu gewinnen und dann im Kleingedruckten stehen dann die Kosten, was es für dich bedeutet und du im Nachhinein, um Gottes Willen, wenn ich das gewusst hätte, oder? Und Jesus redet hier nicht schön. Und er versucht dich auch nicht zu manipulieren und sagt, hey, wenn du dich heute bekehrst, dann bekommst du 45% Rabatt auf die Kosten der Nachfolge. Aber du musst dich heute bekehren, das Angebot ist exklusiv nur jetzt in dem Zeitfenster offen, oder? Er sagt ja auch nicht, und ich meine, wir könnten das ja als Kirche auch machen, wir könnten sagen, wenn du heute dich entscheidest für ein Leben mit Jesus, bekommst du nachher eine gratis Bratwurst beim Ausgang geschenkt. Aber du musst es heute machen, oder? Und das wäre Manipulation. Und Jesus ist fern davon und sagt einfach, nein, wenn du mir nachfolgen möchtest, dann kannst du schon, aber du musst dir bewusst sein, was es bedeutet. Jesus Nachfolge kann alles kosten. Kann alles kosten. Aber es ist auch alles wert. Aber muss ich jetzt meine Familie wirklich hassen, Ronja? Ich finde, das ist eine relativ krasse Aussage, wenn du sagst, okay, du musst deine Familie hassen. Und ohne, dass ich lange überlegen muss, fallen mir 2 Verse ein in der Bibel, die für mich genau das Gegenteil aussagen. Da steht in den Geboten, dass du Vater und Mutter ehren sollst. Und Jesus selbst sagt, dass du deinen Nächsten lieben sollst. Also müssen wir uns da auch überlegen, widerspricht Jesus jetzt den Geboten oder dem, was er selbst sagt, wenn er sagt, okay, wenn du mir nachfolgen möchtest, musst du deine Familie hassen. Ich glaube, andere Bibelstellen machen so deutlich, dass Gott ein Gott der Familie, der Beziehung, der Liebe ist. Und dann ist es gar nicht so einfach, das einfach zu nehmen und einfach darüber zu lesen, wenn da steht, du sollst sie hassen. Vielleicht widersprechen sich die Aussagen auch nicht. Oder vielleicht
ist Jesus da nur so konfrontativ, weil er uns die Aussage highlighten möchte, weil er uns damit herausfordern möchte. Und ich glaube, diese Bibelstellen, die sollen uns auch herausfordern. Wir können sie nicht einfach überlesen und sie da stehen lassen und nicht darüber nachdenken. Es sind genau die Stellen, bei denen wir tiefer graben müssen. Und tiefer graben kann bedeuten, dass wir versuchen, die Aussagen im Gesamtkontext der Bibel anzuschauen. Was sagt die Bibel sonst noch zum Thema? Oder es kann auch bedeuten, dass wir bei einzelnen Worten, die vielleicht für den Satz entscheidend sind, eine Wortstudie machen. Worte, die wir vielleicht auch nicht verstehen oder bei denen wir uns vielleicht stoßen, wie jetzt in diesem Fall. Und solche Wortstudien, die kannst du ganz einfach zu Hause machen. Dafür brauchst du nicht ein Theologiestudium oder so. Und ich möchte dich deswegen mitnehmen, damit wir diesen Vers tiefer verstehen können und dir eine kleine Anleitung geben, wie du das auch zu Hause machen könntest. Also, du kannst in deinem Browser einen Link eingeben. Wir haben den für dich mitgebracht. Da kommst du auf Bible Hub. Und da wird dir dann ganz einfach und kostenfrei die Möglichkeit gegeben, dir den Urtext selbst zu übersetzen. Weil Dani hat das schon angekündigt, vielleicht könnte es ja auch einfach ein Übersetzungsfehler sein. Oder vielleicht war da mit dem griechischen Wort einfach was ganz anderes gemeint. Vielleicht steht da eigentlich Lieben im Urtext. Könnte ja sein, oder? Also, wir wollen uns das wegen dem ganz genau anschauen. Du kommst dann auf eine Webseite und da kannst du ganz oben einmal das Buch auswählen, um welches es geht und dann auch das Kapitel und den Vers. Wir haben das hier einmal für dich markiert, damit du siehst, wo das genau ist. Und das Gute ist dann, du hast einmal den Vers auf Englisch und gleichzeitig auch auf Griechisch. Und weil wir vielleicht nicht alle Griechisch lesen können, wird es dann auch noch ausgeschrieben für uns. Und hier sind wir dann unser Wort, was mit hassen ausgeschrieben ist, und können dann bei diesem Wort auf diese kleine Zahl da oben klicken. Und diese Zahl, das ist eine Strong's Number. Die nennt man so, weil die aus der Strong's Konkordanz kommt. Das ist ein Nachschlagewerk, wo hebräische und griechische Wörter wie einer Nummer zugeteilt wurden, damit man immer eindeutig die zuordnen kann und auch dann sieht, in welchem Kontext diese Nummer oder dieses Wort auch noch verwendet wurde. Genau, und wenn wir jetzt auf dieses Wort klicken, dann kommen wir zum Lexikon-Eintrag. Und wir sehen, dass dieses Wort Misei, was da verwendet wird, das kommt aus dem Wortstamm Miseo und das ist einfach nur die dritte Person Singular, also er, sie, es hast. Genau. Und dann haben wir da einmal die Bedeutung von diesem Wort gemäß Lexikon. Also das Wort, das bedeutet wirklich hassen. Es kann auch bedeuten verabscheuen, geringer achten. Und dann ist ganz wichtig, das steht dann bei Extension. Also das bedeutet, die erweiterte Bedeutung von dem Wort kann auch sein, weniger lieben. Und das kommt daher, dass im hebräischen Denken lieben versus hassen oft eine Vergleichsform ist, also eine Rangordnung der Zuneigung und nicht buchstäblich hassen. Das bedeutet also für uns, wir können jetzt den Satz auch so übersetzen, dass wir sagen, wenn du Jesus nachfolgen willst, dann musst du deine Familie zurückstellen oder weniger lieben als Jesus. Und vielleicht löst das schon einen Teil von dieser Spannung, aber ich finde, der Vers, der bleibt genauso herausfordernd, wie wenn da Hassen steht. Jesus hebt hier das Gebot der Nächstenliebe oder dass wir Vater und Mutter ehren sollen, nicht auf. Aber was er hier macht, ist, uns eine ganz klare Prioritätenordnung zu setzen. Er sagt uns ganz klar, was an erster Stelle kommen soll. Es darf nichts und niemand an erster Stelle stehen, wenn wir Jesus nachfolgen wollen. Nur er allein hat diesen Platz verdient. Und
wenn wir ins Alte Testament gehen, zu diesem Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren. Wenn wir an den Anfang der Gebote gehen, dann sehen wir da, dass da das erste Gebot nichts mit Familie zu tun hat, sondern das erste Gebot ist, dass wir keine anderen Götter haben sollen und dass wir unseren Gott von ganzem Herzen lieben sollen. Und auch da wird diese Prioritätenordnung schon so klar. Das ist das oberste Gebot, Gott zuerst. Und alles andere, selbst die Familie, kommt danach. Jesus bringt keine neue Prioritätenordnung. Er ruft uns zurück zu dieser göttlichen Ordnung. Und das wird auch deutlich, als Jesus gefragt wird, was das erste Gebot ist. Das steht in Markus 12, 29 bis 30. Jesus antwortete, das erste ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist allein Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand und mit all deiner Kraft. Das zweite ist dieses, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Höher als diese beiden steht kein anderes Gebot. Es ist grundsätzlich nicht falsch, dass wir unsere Familie lieben, dass wir unsere Freunde lieben, aber das darf nicht vor Jesus stehen. Es darf nicht davor stehen, Jesus kompromisslos zu folgen. Jesus will nicht, dass du deine Familie ignorierst oder sogar hasst, aber er will, dass du sie nicht zum Mittelpunkt machst, weil er selbst der Mittelpunkt sein möchte von deinem Leben. Nachfolge ist in erster Linie ein Gottesdienst und erst in zweiter Linie dann ein Menschendienst. Aber ein Gottesdienst, der nicht zum Menschendienst wird, der war nie wirklich ein Gottesdienst. Wie ich am Anfang der Predigt gesagt habe, fordert mich das als Familienvater ganz besonders heraus. Okay, danke Ronja für die Erklärung. Ich muss meine Kinder nicht hassen, ich muss sie aber weniger gern haben als Jesus. Es fordert mich heraus. Bin ich wirklich ein Nachfolger von Jesus? Ist Jesus bei mir an erster Stelle? Ist Jesus mir wichtiger als mein Haus, mein Besitz, meine Familie, meine Eltern, meine Kinder? Ist er mir das Allerwichtigste? Damals in der Antike war eine Familie vielleicht ein bisschen was anderes, als wir heute verstehen. Heute eine Familie, normale Familie, Vater, Mutter, 1, 2, 3 maximal Kinder so oder irgendwie vielleicht 4, 5 vielleicht dann auch noch. Ein kleines Häuschen, irgendwo bürgerlich sich eingerichtet. Und es ist nicht einfach, diese Familie zurückzustellen und sagen, okay, Jesus, hier bin ich für dich an erster Linie. Und das führt dann damit dazu, dass ich meiner Familie auch dienen kann, dieser Menschendienst. Aber damals in der Antike war die Familie eine größere Sache. Oder das war ein Haushalt, das war ein Clan. Da war in deinem Haus wohnten noch dein Großvater, deine Großmutter, deine Tante, dein Onkel. Dann wurde das Haus nebendran gebaut, da war noch deine Schwiegermutter und dein vielleicht Schwiegervater auch noch und die Kinder, die Großkinder. Und ob du jetzt selbst verheiratet warst oder nicht, selbst Kinder hattest oder nicht, du warst Teil dieser Familie, du warst Teil dieses Systems, oder? Und dieser Clan, diese Familie bedeutete für dich Schutz, Versorgung, aber auch dein ganzes Wertesystem war geprägt. Das heißt, wenn Jesus hier von Hassen deiner Familie spricht oder weniger fest lieben, dann redet er nicht nur davon, was ist an erster Stelle, sondern auch davon, bist du frei von deinem Wertesystem, von diesem Versorgungssystem, von diesem Schutzsystem, das dir deine Familie bringt. Und damals in der Antike war es viel schwieriger, aus einem solchen System dich loszulösen, als vielleicht heute. Das heißt, die Aussage, wenn wir sie in diesem Kontext betrachten, ist nochmal herausfordernder als für uns vielleicht, weil wir müssen unser Wertesystem, unsere Ursprungsfamilie kritisch hinterfragen. Entspricht das dem Wertesystem, wie Jesus das vorlebt? Wie Jesus das von mir verlangt? Sind meine Familienhintergründe
hinter mir, meine Vorfahren, leben die so, wie es Jesus entspricht? Und wenn nicht, ist der Schritt daraus, das sich umzugewöhnen, das neu zu denken, nochmal ein wichtiger Schritt. Und Ronja wird euch jetzt erzählen von ihrem Leben, was das für sie persönlich ganz konkret bedeutet hat. Genau, ich habe mich vor 3 Jahren für Jesus entschieden und dafür all in zu gehen für ihn. Und meine Schwester, die hat sich vor circa 8 Jahren, also einige Jahre vor mir, schon für Jesus entschieden. Und seit dem Moment, in dem sie sich entschieden hat, Jesus nachzufolgen, hat sie nicht locker gelassen und wollte unbedingt, dass auch ich Jesus kennenlerne. Und deswegen hat sie mich dann immer wieder mal gefragt, ob ich mitkomme in den Gottesdienst. Und damit ich einfach mal sehe, mit wem sie da so ist, wer ihre Freunde sind, was der Ort so ist, wo sie so gerne ist. Genau. Und dann bin ich mitgekommen und war dann immer mal wieder da, weil ich auch wusste, okay, ihr ist es auch wichtig, dass ich komme. Was ich aber nicht gemerkt habe, ist, dass seit dem ersten Mal, in dem ich im Gottesdienst war, so ein Prozess angestoßen wurde. Weil irgendwann habe ich dann gesagt, okay, ja, ich glaube schon, dass es einen Gott gibt. Aber ganz ehrlich, das war für mich einfach nicht relevant. Was bringt mir denn dieser Gott? Und ich erinnere mich noch so gut an einen Moment nach einem Gottesdienst, da saß ich noch in den Reihen und führte ein Gespräch mit jemandem. Und ich habe zu dieser Person gesagt, dass ich Angst davor habe, herauszufinden, was es wirklich mit diesem Jesus auf sich hat, weil ich Angst habe, dass das alles verändern wird. Und Plot Twist hat es wirklich. Ich habe mich dann für Jesus entschieden, weil ich an irgendeinem Punkt verstanden habe, dass er für mich gestorben ist an diesem Kreuz, was er an diesem Kreuz für mich getan hat und dass er auferstanden ist. Und das war irgendwie so das fehlende Puzzleteil. Und da habe ich diese Entscheidung wirklich getroffen. Und ja, diese Entscheidung, die hat alles verändert. Weil an diesem Tag, an dem ich mich für Jesus entschieden habe, hatte ich das Gefühl, dass ich Jesus fragen soll, ob ich in dieser Beziehung, die ich damals geführt habe, bleiben soll oder nicht. Und ich habe ihm gesagt, okay, ich brauche da ganz klare Zeichen, weil das ist eine Entscheidung, die ich nicht selbst treffen kann. Und ich habe dann diese Entscheidung getroffen, weil ich von Jesus so klar die Zeichen bekommen habe, dass ich mich trennen soll. Und du musst wissen, dass ich keine einfache Familiengeschichte habe. Das bedeutet, mein Freund damals und seine Familie, die waren über 4 Jahre lang meine Familie. Und ich habe mein ganzes Leben nach dieser Familie ausgerichtet. Und deswegen hat diese Entscheidung für Jesus für mich bedeutet, dass ich ihm mein ganzes Leben hingebe, weil das für mich mein ganzes Leben war. Ich verlasse das, was für mich Familie ist, um Jesus nachzufolgen. Und genau das habe ich die letzten 3 Jahre gemacht. Ich bin ihm nachgefolgt, habe Schritte mit ihm getan, habe mich von ihm verändern lassen, habe mich in sein Reich investiert. Und ich habe nie bereut, so viel für Jesus aufgegeben zu haben, weil er es wert ist. Er war es jede Minute wert. Und trotzdem war da in mir so der leise Schmerz, so die leise Sehnsucht nach einer Familie, die ich da einfach nicht hatte. Ich habe Jesus mein ganzes Leben hingegeben, habe ihm die Freiheit gegeben, mein ganzes Leben zu gestalten. Und er hat alles auf den Kopf gestellt. Jeder einzelne Bereich hat er aufgerüttelt. Und ich habe letztes Jahr angefangen, Theologie zu studieren und habe dann sehr schnell gemerkt, dass ich neben Theologiestudium, der Arbeit im ICF und meiner Arbeit bei der Bank, dass es irgendwie zu viel wird. Und ich wusste ganz genau, dass Jesus mich herausfordert, meinen Job bei der Bank zu künden. Und ich musste da wirklich diese Sicherheit, diese finanzielle Sicherheit einfach loslassen. Und ich musste auch das ihm hingeben. Und
ich habe es getan, weil ich ihn wirklich an erste Stelle setzen möchte. Aber es hat mich viel gekostet, diese Entscheidung zu treffen. Weil diese Kündigung, die hatte dann auch zur Folge, dass ich meine Wohnung aufgeben musste. Und dass ich eine Lösung suchen musste, die besser in die neue finanzielle Lage passte. Und Marisa, die Frau von Mats, wusste das dann und hat bei einem Gebetstreffen, hat sie das erzählt. Das war ein Gebetstreffen vom ICF Basel-Land. Und daraufhin hat sich eine Familie bei mir gemeldet, die mir angeboten hat, dass ich bei ihnen wohnen darf. Und die mir eine Art Einlegewohnung bei ihnen im Haus zur Verfügung gestellt hat. Und sie haben mich dann eingeladen, dass ich ihr Zuhause ansehen kann, damit ich sehe, ob das für mich passt oder nicht. Und ab dem ersten Moment, als ich da war, habe ich mich so zu Hause gefühlt und ich habe mich so herzlich willkommen gefühlt und es hat sich wirklich so angefühlt, als wäre ich da richtig erwünscht. Und ich bin dann umgezogen, ich bin da eingezogen und ich wusste ganz genau, dass es von Gott so eingefädelt war. Da hat so vieles so genau gepasst und so einzelne kleine Dinge, die ich mir nicht vorstellen hätte können. Und ich wusste, das ist Gottes Plan. Und dass das diese finanzielle Versorgung ist, die ich da auch gebraucht habe. Aber über die letzten 4 Monate habe ich erlebt, wie ich da zu Hause eine Familie gefunden habe, wie ich da aufgenommen wurde in eine Familie, die sich wirklich wünscht, dass ich ein Teil davon bin. Gott hat mich nicht nur finanziell versorgt, er hat mich auch mit einer Familie versorgt. Ich habe Jesus bei dieser Entscheidung für ihn mein ganzes Leben hingegeben. Aber er hat mir so viel mehr geschenkt. Er hat mir so viel mehr dafür zurückgegeben. Wenn du Jesus wirklich vertraust, dann stellt er dein Leben auf den Kopf. Aber vielleicht auch nur, um es richtig herumzudrehen. Um die Prioritäten in deinem Leben an die richtige Stelle zu rücken. Dieses Paradox nennt Jesus immer wieder. Immer wieder sagt er, wer sein Leben gewinnen will, wird es verlieren. Wer es aber um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Und dieses Paradox finden wir nicht erst in den Aussagen von Jesus, sondern das ist ein Thema, das sich durch die ganze Bibel zieht. Auch schon im Alten Testament lesen wir von Geschichten, bei denen genau das geschieht. So zum Beispiel in dieser Geschichte von Abraham. Abraham hat keinen Sohn, seine Frau Sarah, sie sind ohne Kind, aber Gott verheißt ihnen einen Sohn. Und als dieser Sohn dann nach x Jahren auf die Welt kommt, Isaac nennen sie ihn, verlangt Gott von ihm, von Abraham, dass er diesen Sohn für ihn opfert. Und das ist eine wahnsinnige Geschichte im Alten Testament. Und wir wissen jetzt im Nachhinein, dass Gott nie dieses Opfer wollte. Gott wollte nie, dass Isaac geopfert wird, aber es war ein Test. Es war ein Test Gottes, ob Abraham ihn wirklich an erster Stelle hat oder nicht. Und im letzten Moment, Abraham war gehorsam, trug seinen Sohn diesen Berg Moria hoch und zückte sein Messer. Und im letzten Moment schritt Gott ein und sagte, stopp, ich will keine Menschenopfer. Was ich will, ist dein Herz. Was ich will, ist dein ganzes Leben, deine Hingabe. Und das war ein Test, Und Abraham ist ein Glaubensvater für uns. Die Bibel nennt ihn unseren Glaubensvater. Und manchmal testet uns Gott und er fragt dich und mich, was ist dir das Wichtigste, was ist dir das Zentrale im Leben? Und wir wissen, Gott möchte uns nicht Dinge wegnehmen. Gott ist nicht ein Gott, der alles von uns fordert, damit wir arm sind, damit wir keine Kinder mehr haben, keine Familie mehr haben, kein Haus mehr haben, einfach nur noch für Gott da sind. Gott geht es nicht darum. Gott geht es um unser Herz. Und so sagt Paulus im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 32. Er, der seinen eigenen Sohn nicht verschont,
sondern für uns alle hingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Du siehst, Gott möchte uns beschenken. Gott möchte uns nicht berauben. Aber manchmal testet er uns, damit wir frei werden von diesen Dingen, damit wir sie wirklich empfangen können. Ich weiß, es ist ein Paradox, aber manchmal müssen wir Dinge loslassen, damit wir sie wirklich empfangen können. Weil manchmal werden diese Dinge zu unserem Gott. Und es ist nicht mehr Gott, der unser Gott ist, sondern diese Dinge, unser Haus, unser Geld, unsere Familie, unsere Kinder und unser ganzer Fokus, unser Mittelpunkt sind diese Dinge und wir kreisen uns um diese Dinge und manchmal fragt uns Gott, ja Moment mal, du bist berufen in die Nachfolge, du bist nicht berufen, dich zu kreisen um diese Dinge, sondern mir zu folgen, folge mir nach, gib alles auf, lass alles zurück, folge mir nach, damit ich dir diese Dinge wirklich schenken darf. Als ich ungefähr vor einem Jahr diese Rolle angenommen habe als Leadpastor von dieser Church, hat mich Gott nochmal neu herausgefordert. Und es war, um die Story jetzt kurz zu erzählen, es war ein Moment, an dem Gott mich gefragt hat, bist du bereit, das zu tun? Mit allem, was es bedeutet und so weiter. Und es war ein ganz, ganz spezieller Moment, weil ich war mit meiner Frau dort, wir hatten gebetet und es kam wie aus mir raus. Ich habe das nicht mal kontrolliert. Ich habe zu Gott gebetet. Ich habe gesagt, Gott, ja, aber nicht meine Kinder. Nicht meine Kinder. Es darf mich alles kosten, aber nicht meine Kinder. Und ich weiß, es kam über mich, ich habe geweint und so. Und das war ganz schlimm für mich, weil ich habe gemerkt, nein, das nicht meine Kinder. Und das war ein längerer Prozess. Ich habe mich dann irgendwie mit Gott versöhnt und ich habe gesagt, okay Gott, wenn es das bedeutet, dir nachzufolgen, dann schaust du aber für sie. Und das war ganz speziell, weil in einem nächsten Moment ich gemerkt habe, Gott will nicht, dass meine Kinder, dass es ihnen schlecht geht. Gott will sie mir nicht wegnehmen, verstehst du? Aber es war ein Test. Es war ein Moment, in dem ich wie klar werden mir wusste, ja, was will ich denn? Bin ich frei? Gehe ich für Jesus oder nicht? Jesus will mir meine Kinder nicht wegnehmen. Er will mir alles schenken. Er ist ein guter Gott. Aber die Frage ist, wo sind diese Dinge in unserem Herz? Was ist an erster Stelle? Was steht an erster Stelle in deinem Leben? Ist es wirklich Jesus? Jesus sagt, wenn Salz fade wird, ist es nutzlos. Und er spricht von Christen, von Nachfolgern, die nicht wirklich Jesus nachfolgen, sondern 1000 Dingen, weil sie auf gleichwertiger Position sind wie Jesus. Und dann wird Salz fade, dann werden Nachfolger von Jesus bedeutungslos für diese Welt. Es braucht Christen, die Jesus an erster Stelle haben. Dann wird Salz Salz und ein Segen für diese Welt. Und meine Frage an dich und an mich und an dich online ist, folgst du Jesus nach? Ist er an erster Stelle? Ist er an erster Stelle? Wir alle haben solche Isaaks. Was ist deiner? Was ist dein Isaak? Familie, Karriere, deine Position, dein Reichtum, dein Haus. Wie gesagt, diese Dinge sind nicht falsch. Diese Dinge möchte uns Gott schenken. Aber sind sie an der Stelle von Jesus oder nicht?